Welkom voor het nächste programma God heeft een woord voor die van jou. Mijn naam is Gabrielle Kroon. Du kannst mich finden en YouTube-kanaal op Facebook oder über WhatsApp. Wenn du Fragen hast oder auch wenn du Gebet brauchst, du kannst mich sehr gerne schreiben. So von der ist das Thema, Gott heeft die geraubt, geef nicht ab. So, ich möchte einen interessanten Vers aus der Bibel vorlesen, wo wir uns für einen Abwürden feiern. Das ist ein Gefeil, was Israel mal zu Gott gesagt hat, als der eine Wüste wäre. So in 2. Mose 16, Vers 3 steht das Vers geschrieben. Wann der Herr uns da hat in Ägypten umgebracht, da können wir wenigstens bei einem Fleisch Gruppen setzen in uns und das Brot satt eten. Nu hast du uns über eine Wildnis gebracht, dort wir hier alle taub sollen für Hunger sterben. Weißt du, was das hier sagt? Die Israeliten, die werden aus das ägyptische Volk gerührt, eine Wüste nennen. Nu werden sie weiter Sie wussten 100%, Gott hat uns geraubt für einen wahren Rüd und eine Freiheit. Gott hat uns geraubt. Nu wären sie einmal in Schwierigkeiten. Dann dachten sie zurück und du, wo sie endlich gelitten haben, wo sie Sklaven wären, wo sie versklavt wären. Und sie glaubten auch erst, dass doch besser durchgestorben zu sein, als dort zu leben, was wir nu leben tun. So was hat Gott Israel vorher Jerusalem versprochen, weil wir mal noch kijken in der Bibel, eine Siegträgliedern. Da sagt dort in 2. Mose 14, Vers 13. So da redet Mose, was Gott gesagt hat. Hab nicht Angst, bleib standhaft, und je wurde seine, wo der Herr jün von dir raten wird. Der Ägypter, der jün nu seine, wo je nicht war seine, niemals. Der Herr selbst wird für ihn striden, bleibt mal ganz ruhig. So das ist ein Wort, was sie Jerusalem vorher gekriegt haben, als sie aus Ägypten rübertragen. So, wenn du dich vorstellst, wo jengt das Volk dort? Sie werden mutig, sie werden aus der Sklaverei rübertragen. Nu wären sie in der Wildnis, hatten ein klein bisschen Trouble. Und fort schelten sie vor Gott. Und sagen, warum sind wir nicht dort gestorben in der Sklaverei? Warum? Und für geht uns das Krieg so. So, und falls du dich nicht für einen Krieg so ist, Gott hat dir geraubt. Gott hat dir geraubt, dat wat wir machen als standhaft stehen bleiben, fast stehen bleiben am Glauben. Und ich möchte dir sagen, ganz und down, ob du von Gott bewusst geraubt worden bist oder nicht. Ob du die vollst auf Gott hat mir geraubt. Gott hat jeden Mensch auf der Welt geraubt. Gott hat dir geraubt, mit Taub zu leben. So, wenn du dich bekehrt hast und du bist nicht anmutig, dann bleib stehen am Glauben. Check nicht zurück und sag, wie ich doch lieber an das alte Leben bin geblieben und wir vielleicht fußball klein gestorben oder all die weise Gedanken, was der Feind für sich die vorzustellen. Da möchte ich dir sein, die Geschichte, die du wieder rannt, du kannst das auch nur lesen, ist, dass Gott gibt ein Brot und Fleisch vom Himmel. Gott versorgt in der Wüste. Und für uns, dass Gott uns überprüft, Gott raubt uns. Und für uns denken wir, nu sind gut dabei, nu wird das schön gehen, dann holst dich ja da drauf. Du fällst die mutlos. Du fällst die mutlos in dein alljährliches Leben. Du fällst die mutlos mit allen Menschen rum die rum oder mit deiner Familie. Oder sogar mit dir selbst. Und da möchte ich dich zusprechen, bleib mutig. Hab den Mut an Gott. Seh Gottes Wort. Seh, träg nur dort, was Gott dir versprochen hat, wo du mal Mut geholt hast. Und bleib stehen am Glauben. Bet. Diese Zeit, wo wir leben, ist das so wichtig, dass wir beten, dass wir Gott sehen, dass wir wissen, was Gott von uns macht. Und wenn du denkst, okay, ich kann das Leben nicht so beten, oder ich kann das Leben nicht so mit Gott, dann möchte ich dich beten, dass du mit mir auch beten lässt. Vorher ich sage dir Dankeschön für deine Leben. Und ich danke dir, dass du mir geraubt hast. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich mag von dir den Raub annehmen. Von dir möchte ich im Jetzt abweichen. Heilige Geist, weich mein Hart ab für den Herrn. Weich mein Hart ab für das Wort Gottes, für das Beten. Gib mir einen Hunger
frisch Gott te sehen, frisch abzustehen und te sagen, Gott, hier zie ik, du hast mir geraubt und ich will die folgen. Ich will die folgen. Im Namen Jesus mocht ich nie einen Anfang mehr mit dir. Vater, vergib mir, wo ich anders gelebt habe. Vergib mir, wo mein Hart bezieht geworden ist, wo ich war geworden sie von dir. Vergib mir, wo meine Life von dir war gerutscht ist, wo ich mir auf alles andere gekickt habe, als auf die. Und Vater, ich sage dir Dankeschön für deine Life. Wasch mein Hart rein. In Jesus sein Namen, Amen. Für dein Leben gibt das eine Antwort. Für dein Leben hat Gott einen Plan. Wenn du Frauen hast, du kannst mir schreiben und du bist gewählt von Gott. Bleib stehen und glauben und sei mutig.